Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus dem Vintage Bar beim Cyril direkt vis-à-vis von der Neuer Kirche. Ein richtig gemütlicher Bar mit einem ganz cozy Interieur. Der Patron der sitzt übrigens just hier hinter mir. Aufhängen muss man diese Emission leider mit einer nicht so guten Novelle, die letzte Woche nämlich wurde die Nesenkeier Sitz von der Freira Brauerei hinter der Gare gebrannt. Jidereen erinnert sich nicht mehr allzu gut an den Brand am historischen Gebäude von der Zuckerfabrik am April des letzten Jahres. So wird die Aufregung groß, wie die vorletzte Woche Remmenkehr Sitz von der Freira Brauerei zu Dickrich gebrannt wird. Dickrich allerdings waren Tour mit Lagertanken betroffen, die sowieso am Kader vom Projekt Dreieck Dickrich sollte aufgerappt gehen. Zur Zeit vom Brand gaufen an Aufreserbesten durchgeführt, während denen die Isolation Feuer gefangen wird. Glücklicherweise war der Brand direkt vis-à-vis vom SIS Nordstadt entstanden, sodass die Echtpompien sehr auf der Platz waren. Die Feuer ist dann noch nicht auf die anderen Gebäude übergegangen, aber in einer dicker Stunde noch Kontrolle. Trotzdem wird Dampf verlegt, der dabei entstanden war, viel Aufmerksamkeit gesucht. Unter den 40 Pompien auf der Platz waren neben dem SIS Nordstadt auch Leute von Angeldorf abissen. Am Januar 2022 haben die zwei Centres d'incendie de secours 6 von Dickrich und Ettelbruck fusioniert und nennen sich von dort SIS Nordstadt. Bis das Einsatzzentrum Freitag fertig ist, aber geht nach einmal von den zwei alle Seiten aus operiert, auch wenn es de Lo schon immer mehr eine Direktion gibt. Wir waren vor kurzem bei zwei Exerzissen Seiteil zu Dickrich dabei und haben uns gefragt, was es bedeutet, am SIS Nordstadt aktiv zu sein. Mindestens zwischen 7 und 9 Uhr kommen die rund 120 Freiwillig vom SIS Nordstadt, aber Schicht lebt auch die 28 Berufspompien, all Officer zu Dickrich und zu Ettelbruck zusammen für zu üben. Zusammen geschafft wird aber nicht recht hinter der Fusion. Die Idee von einem gemeinsamen Center für die Nordstadt geht ja schon ein bisschen mehr lang. Und dann fangen wir mit der Gründung vom CGDs dann an Attack geholt. Die anderen Gründe sind, dass es ein ganz paar Leute, die auf den zwei Zentren gefahren sind, eigentlich schon eine Equipe gebildet haben. Und wir hoffen also durch die Zusammenlegung der erste Fall, dass wir Kader haben, Pompjes-Koch, aber zwei Sitten zu Ettelbruck und zu Dickrich zusammen bei den Übungen besser können zu schaffen, die ganze Wolle Logistik besser zu organisieren und auch das operationell Geschehen besser können zu planen. Rund 5000 Ersätze aus der SIS Nordstadt am Jahr 2021 gefahren. Da geht es von allem: Feuer, Accidenten, Wasserfuiten. Plus minus so, dass wir aber 2-3 Mal die Woche rausfahren. Aber das ist viel, ne? Also, das ist schon der Wert. Von bis Rezent hatten wir an der Großgas heute zu Dickrich hatten wir einen Wasserfut. Da waren wir ein Ersatz, der lange gedauert hat, nicht 6 Stunden gedauert. Ne? Also Accidenten, Brennen. Die Ambulanzhilfe, wo ein Patient ruft, das von bis könnte alles. Also, es gibt nichts, was nicht bei der Pompe steht. Für freiwillige Pompier zu gehen, muss eine Information von einer Woche auf der Ambulanz an als Pompier machen. Du lehrt den direkt am Terrain. Dafür ist es so wichtig, permanent zu üben. Heilo soll ein verletzter Mann von einem Dachruf geholt gehen, ein sogenannter weißen Ersatz. Freiwillige können wählen, ob sie auf der roten Seite bei den Pompien oder auf der weißen Seite bei den Ambulanciers schaffen oder auch die zwei. Der Berufspompier, den hat im Staatsexamen eine Ausbildung von 2 Jahren an beide Bereichen. Ganz frei angefangen schon als freiwillige Pompier, also ein bisschen ein Hobby zum Beruf gemäht. Die Passion war schon vom kleinen Mund durch. Das steht immer so, und wir nie weiter durch könnt. Es kann von einem bisschen mehr einfachen Ansatz sein, kann aber auch schon ein Ansatz kommen, der ein bisschen mehr gefördert ist. Das ist immer gut, dass ihr gut entouriert, wenn ihr eine gute Equipe zusammenhält. Also wir sind offen für die Ansätze, die kommen, und die kriegen wir gut aufgeschafft. Auch die Berufspompier müssen permanent üben, für auf alle Eventualitäten präpariert zu sein. Meistens geschieht das auf einer Schicht, sobald Zeit da gibt. Wo geht es beim Berufspompier zum Job gehört, für zu üben? So muss der Freiwillige noch viel mehr Engagement mitbringen. Die Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, wo wir an der letzten selber viel mehr können, dass nämlich viele Leute da sind, die die Zeit wollen opfern. War so ein Ersatz, das nicht in einer Stunde fertig. Ne? Also, dann sind einerseits gefahren, wir fahren ja aber pur mehr. Ne? Da brauche ich aber ein bisschen Zeit. Auch die Formation,
dauert doch 2 Stunden all Woche. Ne? Also das ist schon ein bisschen, muss ich schon ein bisschen engagiert sein. Meine Feier an einem Mehrfamilienhaus, das ist ein Zimmerbrand, den sich beschränkt auf Zimmer, Damm an der ganzen Wohnung. Wir gehen 4 ein Binom Atemschutz ran Feuerhaus machen, den zweiten Binom, wenn es klifft, Wasserversorgung bis bei Haustier. De Pierre Wagner aus 2002 bei Pompier gegangen, weil ihr schon immer gerne geholle fuhrt. Und ob schon nicht einfach ist, 2 bis 3 Mal an der Woche einen Ersatz zu fahren und dabei nach zu üben, wird ihn die schon nie bereit. Rekommandiert, jede Rang DW anzuschlagen, von der gerne läuft. Fusion wurde aus seiner Motivation auf alle Fall nicht geändert. Generell also eine gute Zufriedenheit an der Equipe, das ganz an den soll am Anfang auch den W-Ebenen, eben an Zukunft man Ziel 2030 dann op de Friedhof an de neue gemeinsamen Center zu plnnere, so dass man just nach een Gebäude zu gerieren so dass auch die Kipp just nach een Gebäude huet, wo sie sich am Fond kann ophalen. Natürlich funktioniert nicht alles 100%, sind verschiedene Zahnräder, die müssen an nie greifen. Dafür sieht man natürlich auch eng Organisation prenant, wie man so nennen. Wir probieren alltag als verbessern an noch von dem Bierger die Hölle zu beginnen, die am Anfang brauchen. Das an der Stadt vom Autosmusee Oldtimer rundherum fuhren als nicht außergewöhnliches. Das ist aber 120 Mal näher sind. Das wird schon für ein bisschen Aufmerksamkeit gesucht. Wir waren mit der Kamera dabei, wie Ende September die 2. Luxemburg Classic Rallye an der Alseerei zu Dickrich Halt gemacht hat. Den 30. September war zu Dickrich und der Zeitdauer gefreckelt ging. Etwa ging mittig, wie sich die 120 Oldtimer aus dem 2. Luxemburg Classic Rallye losen um anderen über das Planat, Rüstavlo und der Avenue de la Gare Richtung Alseerei bewegt haben, wofür die Piloten und Pilotinnen mittig geplant waren. Du hast gewählt, für heute zu Dickrich an der Seerei stehen zu bleiben. Wieso? Wieso? Das sind 2 Sachen dran. Erstmal lernt der Teil, ich mache eine Strecke. Da guckt auf der Strecke, wo ich Platzen. Da sind verschiedene Konditionen, die müssen kommen. Könnt ihr mal gerne eine Gemeinde, wo gut empfangen wird. Das ist halt so Dickrich der Fall gewesen. Zweitens muss man eher zu, wo man 250 Leute in der Tag kriegen. Drittens muss man ein Parking, wo man 120 Autos drauf kriegen. Die Konditionen waren erfüllt. Das ist ja ein original Nettelbrecher, da kann ich bei den Notbesteuer verhindern, dann machen wir das hier. Und das ist ganz flott. Das sind Konditionen eigentlich. Und muss ein flott Platz sein. Und Leute, ich habe gesehen, die Leute hier in die Seerei kommen, die sind begeistert davon. Den Autopolis-Grenner et Güdert, hier am Bild mein Bürgermeister Claude Hill, als den Initiator von der Rallye. Den Autofreak geht heute für allem seiner großer Leidenschaft nur für die Schee-Strecke von Lützeburg bekannt zu machen. Zusammen mit der Motorpresse Stuttgart hat er dafür 2021 die 1. Luxemburg Classic auf B gesetzt, die direkt für große Begeisterung gesorgt hat. Und auch die 2. Auflage mit Halt zu Dickrich hat ganz viel Vierwelzischer angezogen, die sogar von mir weit gereist sind, für die schönen Autos zu gucken. Aus dem Saarland, ja, richtig. Ist ein ganz tolles Event, ja. Bei dem Wetter alles passt, ja, wirklich. Und wie finden Sie die Klassik? Ja, sehr schön. Ganz tolle Autos und zum Jahresausklang hervorragend. Einfach toll. Tatsächlich konnte ich nicht staunen, was bei dieser Rallye alles geboten gehen. Ein konterbunt Mischung mit den schönsten Modellen von Bentley, Ferrari bis Lotus und Porsche und noch viele andere Marken. Den ersten an der Reihe, ein Alfa Romeo 6C 1750 Sport aus dem Jahr 1929. Für viel Aufmerksamkeit hat aber für allem diese Bronze Porsche 911 Targa gesucht. Männer wenn's dem Wohn, mehr wenn's dem Mann an dem Steuerrad. Den deutschen Schauspieler Richie Müller, bekannt als Kommissar Thorsten Lannert am Stuttgarter Tatort, wo hier genau so wohnfährt. Ja, fast ist es der Dienstwagen, das ist mein Wagen, der aber genauso aussieht wie der Wagen aus dem Tatort. Bloß mit dem darf man natürlich nicht fahren, weil wenn dem was zustoßen würde, wäre das natürlich ganz schlimm. Und ein guter Freund von mir hat den in Amerika entdeckt und rief mich an und sagte,
Mensch, da gibt es einen Porsche, der sieht genauso aus wie dein Dienstwagen im Tatort. Guter Zustand und dann habe ich mir den gekauft. Der Richie Müller, den nicht nur Rallye fährt, mir auch Autorennen, als übrigens schon für dritte Kehr zu Lützeburg. Einmal für einen Auftritt an einem Andy Bausch-Film und einmal für einen Cup auf einem Tennisturnier zu überreichen. Hier findet Lützeburg immens schön, auch von hier entdeckt her nicht allzu viel Zeit hat, für Landschaften zu gucken. Ihr Eindruck von die Kirche? Wo war das denn? Jetzt hier. Da muss ich erst gucken, weil wir sind gerade erst mal reingefahren und es ist doch schon sehr anstrengend, den Weg zu finden und dann ist man sehr konzentriert. Also man guckt dann, wenn man eine längere Strecke hat, kann man gucken, aber wenn man dann so in der Stadt ist, dass man nicht falsch abbiegt, ist man dann eher aufs Fahren konzentriert. Aber wie überall wunderschön und nette Menschen, wie man hier sieht, wenn man hier rumguckt. Bei so einer Regularitätsrallye wie der Luxemburg Classic, wo ihn auf verschiedenen Punkten auf Kurzdistanzen muss ein genügend Zeit fahren, als eben verlangt, dass den hyperkonzentriert ist. Wir verzeihen dem Schauspieler dafür, dass ihm Dickrich nicht extra abgefallen war und hoffen, dass er sich bei seinem nächsten Besuch da vielleicht ein bisschen mehr Zeit am schönen Städtchen hält. Im September ist auch immer Zeit für das schöne Hirschfest zu Dickrich. Der Platz, wo ihn die passend Objekte für eine perfekte Hirschstimmung finden kann. Und ob schon nicht das Jahr der Mensch schon ziemlich frisch dabei war, wird wieder auf dem Weekend auch noch mitgespielt. Das Syndikat-Initiative konnte sich dem noch glücklich schätzen mit seiner Hirschfest-Edition 2022. Das immer nie eine besondere Atmosphäre, die um Hirschfest zu Dickrich finden kann, und die möchte, dass das Rendezvous auf keinen Fall dir verpasst gehen. Das ist fantastisch. Mein Mann ist ja ein Dickricher und ist hier beigebracht, wir sind 47 Jahre bestört. Also so lange wohne ich auch mit meinem Mann hier, obwohl er ja auch ein Dickricher ist. Ne? Also uns gefällt es super. Und wieder natürlich spielt man. Das ist familiär. Das ist eine gewisse Stimmung, was richtig flott ist. Und ich gebe es nicht ein bisschen, also wirklich nicht. Und so wird es auch für viele Aussteller, die immer um Hirschfest mit dabei sind, für das Madame die Entretemps feste Bestandteil vom Markt ist. Ja, Dicke ist auf jeden Fall eine Reise wert, ne? Und es ist immer ein nettes Ambiente, ja, sehr nette Veranstalter. Oder die Philharmonie von Dickrich, die hat immer nächst ihre beleibten Äpfelfie zu bieten. Hier gestaltet man eine perfekt aufgestimmter Mischung mit 5 verschiedenen Äpfelsorten von Bettendorf. Ein Jahr gefangen, du hast das Succès. Ja, das ist Tradition. Voilà. Aber natürlich gibt es auch immer nichts Neues zu entdecken. Das Madame von Dickrich, die Gebäß aus dem eigenen Garten mischt, aus einem ersten Kehr vertreten. Les produits ils sont ici du Luxembourg. Juste la confiture des figues, ça vient les figues du Portugal, puisqu'ici au Luxembourg, il n'y en a pas des figues. Et donc les produits sont faits tout maison, donc c'est tout artisanal et ça vient tout du jardin. Donc je profite d'avoir les choses du jardin et à ce moment-là, je fais mes confitures. Den Dickricher Hirschmarkt ist ein Rendezvous, den sich an den Kalender androhen sollte. Also ich würde nimmen, für die gute Tarte Flambée vom Syndikat Initiative zu machen, der hier auch geboten wird. Dickrich ist eine Stadt, die bougiert. Nicht nur, weil er viel los ist, aber auch, weil es immer neue interessante Bauprojekte gibt. Ganz geschwind schon dreht sich zum Beispiel etwas an der schönen Villa Conta an der Rue Alexis Heck vis-à-vis vom Wirtschen Schloss. Die sollen eine ganz neue Bestimmung kreieren. Wir stehen hier vor der Villa Conta, die Gemeinde Dickrich für nicht allzu langer Zeit von der Familie Majerus Juncker gekauft hat, wo die neuen Gemengen Archiv soll kommen oder wie überhaupt mal soll ein Archiv von der Gemeinde hinkommen, was
ganz neu abgebaut wird, wo man den 1. Juli nach Archivist dargestellt und den Michel Pauli, dem hat viel Begeisterung am Gang als Reparationen zu machen und darauf wert, dass der Chantier geht, dass das Gebäude fertig wird und dass man geschwind die Menge Archiv können abweihen und noch die nötigen Möglichkeiten, für dass das Ganze auch accessibel für den Publikum wird sein, wo Schiedverein von Dickrich, jeder Dickrich, aber auch Schiedverein aus der Region von überall kann gucken kommen, wie interessant die Geschichte zu Dickrich war anders. Lasko sollte man Projekt schon ganz sehr schmengen Pläne sind an der Hausbestimmung, die sind mal fertig, sodass das ganz kann an Prozedur gehen, das heißt an die Präsentation am Gemengerat und an der Bautenkommission, die Ausschreibungen kann gemacht werden, und dass man am bestmöglichen Delay, bestenfalls Ugangs nächstes Jahr können aufhängen, nach spätestens an 2 Jahren fertig sind. Nach bis den 28. Oktober kann ich sich am LCD die interaktiv Expo den Demokratielabor angucken. Allein oder am Gruppe, das spielt keine Rolle. Aber wenn die Visite zu mir möchte, den hat dabei viel mehr Spaß, weil da kann ich nicht nur seine eigene Meinung zum Besten gehen, mir auch noch zu 2 und 2 über die Meinungen diskutieren. Die Integrationskommission von Dickrich, die hat für euch bei der Abweihung mit September den Test gemacht. Demokratie schreckt gerne ein bisschen auf. Das merkt man auch am Numm Demokratielabor. Da fährt die Leute, sie müssten irgendetwas machen, was nicht mit ihnen zu tun hat. Sodass man immer ein bisschen Schwierigkeiten haben, die Leute hinzukriegen. All die Leute, die da bist du, sie sind das flott. Und voilà, das ist, wir setzen auch ein bisschen auf Mund-zu-Mund-Propaganda, dass die Leute sagen, ja, mach das. Du geschieht da nichts. Das ist wirklich eine flotte Auseinandersetzung und Diskussionen gehen da immer noch munter weiter. Muss ich noch überhaupt nicht wissen, für Mat zu machen, das ist Voraussetzung frei und wird noch nicht kontrolliert, ob ein guter Demokrat ist oder ein nicht so guter Demokrat. Majorei ass du so Spichel dé so gedeelt ass an da si ma eis zwee dann so an engems. Steck vun Heming steck vu mir an das war witzech ja. An daneben 3 ënnerscheder soen zwischen 2 an 3 Gemeinsamkeeten, die man hunn. Klo sinnch du fir dat all Mënsch salvech behandelt gëtt, méi dat geht net. Nee, den du musst net behandeln. Genau. Das ein bisschen auch bei Handicap. Stimmen sind net immers fir Bretiner kom gi nicht zo méch schon gemengt fir filmi so eng richtig Ausstellung so richtig mat Bilder an der den da liest anspannen dat zu summe schaffe fir mir interessant weil och chance huet mat enger anderer Person zu diskutieren an fand ganz interessant ja, ganz flott dich gut zu gefallen ja. Gefällt dich ganz gut drin. Da sind du überhaupt ein bisschen ab über Lützeburg gefragt wird, war dir vielleicht nicht bei den anderen Ländern gesagt, wie Deutschland, Frankreich oder so, die haben vielleicht eine andere Approche, für das sie mehr zu so vielen Nationen leben. Ne? Das ist ganz ernst. Das. Ich gehe Schiedfragen mit rekommandieren, das ist ein flotter Moment, wo ich zu Summe verbringen kann. Dann hat Michael vom 3. Alternée so Anfang Oktober op her traditionelle Journée du Grand Âge an der Allenseerei invitéiert. Do wo die 1. Semester vun Dickrich geéiert a gefeiert gin, mat klenge Kadoen an engem wunderbaren Issen. Dat mir is natürlich net en Kohl gelos. Sing, hi, hi, hi.
Dat groß Diessen Anfang Oktober in der Alseerei, dat ass ëmmer e klengen Highlight fir den dritten Alter vun Dickrech. All Joer duch die feiner Stoffhei richtecht Kirmesiessen op, e bëssen wie fréier bei der Bomi, an dat kënnt Awer net nëmmen dat, hei huet den zum Beispiel Almut gelehnet, mat de Politiker an Gespräch ze kommen. An wie gefällt Dirs? Ja gut, dat so tippt op mich kannst ja net ma. Das ist immer ganz flott da. Ich fand dat sie Menschen. Ja. Was ist denn der Chain-Teil drin? Ma ja, weil so viel kann ich Schleppteil bei Nesen. In den ganzen Döschei hatte ich reserviert für die Freunde und alles. Ja, ich fand immer flott. Wie fand der Teil heute? Wunderbar. Das kennt du gesagt, mal leider, das war alleine mir gedinnert. Und du gesagt, noch ganz viel, das ist noch gut gehalten. Wenn du an den Kaffee gehst, da geht damit geschwärzt, normal wird zu lachen oder mir gedacht, man mir tatsächlich geschwärzt. Zu 181 waren sie hier kom für dem großen Event teilzuholen. 2010 war die Journée du Grand Âge eng echte Keer an Liewe grof gin, zonter Arthur schon ginn dobei auch Geburtstag gefeiert, an zonter 2019 gëtt et ganz damit großem Kader an der aller Seerei aufgehalten, mit der finanziellen Unterstützung von der Gemeng, und dat könnt tun. Et sind der viel méi, et sind 181 Leiit Lochheilbannen. Am Anfang hat man 191 so gekriegt an Leid, da sind da viel durch Krankheit verhindert. Weil das auch lebt, mit das hier Gemeinschaft hier fest. Für allem ist es auf der Journée du Grand Âge man ist erstaunlich festzustellen, wie gut die eler Semester von Dickrech nach Reform sind. Vielleicht leidet ja auch daran, dass sie heute nie wissen, ob was du könnt am Leben. Wunderbar, ich werde ein alter Gönet. Gönet. Mir gut gefeiert bei wunderbar, eine Party. Wunderbar. An Lohai? Hai auch, alles andere. Es ist jemand mit dem Leben holen wie das. Und ich genieße all da. So wie dem Monat September mit der Kirmes und dem Hirschfest für allem für Amüsement und Distraktion steht, so ist den Oktober zu Dickrech immer der Monat vom Festival La Gravure, den an engemst die neue Saison am Kulturhaus lanciert. Und noch die 19. Edition von dieser beliebten Ausstellung wird es für viel Aufmerksamkeit gesorgt. De Vernissage vom Festival de la Gravure ist immer so beleeften Treffpunkt für die Kenner von der Gravurekunst. Nicht zuletzt auch wenn es die vielen interessanten ausländischen Künstler und Künstlerinnen die Heimat machen. Einer den Visiteuren zum Beispiel auch immer nächsten Direktor vom Konservatoire zu Dickrech, dem sich Schüler und Schülerinnen für den musikalischen Encadrement zuständig sind. Ich muss so nicht schaffen am Gebäude rund am Konservatoire. Und, ich bin beeindruckt von der Qualität von der Malerei und von der Varietät auch von den Werken. Also ich ist wirklich eine angenehme Ausstellung. Immens. Das ist alles immer interessant, hinzukommen. Und das ist der Wert. So sind oft derselbe Stoff und die aber dann noch in einem anderen Stil auch entwickeln. Ja, es sind ein paar Sachen, wo ich mich wirklich dafür dezidieren, dafür zu hängen. Ja. Tatsächlich ist das Festival La Gravure, in den auch unter richtig schweren Techniken festhält. Gravuren auf Koffer oder Holz. Zwei Disziplinen, die heute nicht mehr appliziert und noch nicht mehr viel enseigniert gehen und in den Membres von der Palette einfach weiter festhalten. Dafür geht es Jahr für Jahr immer mehr schwer, neue Künstler und Künstlerinnen zu finden, die überhaupt können machen. Wie sind dann Tigun vielleicht sich ernst orientieren auch für Zukunft? Ja, das ist ein gut Pro. Da sind auch in der Dyson Leute, die sagen, ja, wir wollen irgendwie die klassische Grafik promovieren. Und wenn wir auch da mal abhalten, dann denke ich, das ist auch Chemie, den es appréciiert.
Membre vun der Palette fir de Paul Kinziger, déi schon ganz lang mat machen, schein noch selber keng méi fir dese Festival Jo fir Europeen ze setzen. Unéischter Lin den Sekretär den Kënchtler all muss schreiwen an noch muss kucke fir Konstwirkrabeit ze kreen. Da kann Dalio haf auch immer nees viel Abecht op den harte Ker vun der Palette. So zum Beispiel mussssen sie sech Darume vun den 104er këmmeren. De Festivalgraveur as auch bei der 19. Keer nach immer de Produkt vun enger Leidenschaft, déi sie all ze summen deelen. Für allem als Sekretär den möchte du eng formidabel Arbeit, den dat präpariert mehr gesehen als mich spät für Sachen zu rummen. Die Kunstwerke muss viel als fotografiert gehen, der Katalog muss präpariert gehen. Also das ist ziemlich aufwendig. Mir es war die lange Jahre möchte, wie sie genau wie es geht an das sicher für alles nicht kompliziert. Das ist da vom Aufwand her punkto Sekretariatsarbeit, die und sich den Sekretariat als die größten Arbeitsstoffe, das ist relativ aufwendig. Net zulächt mëchtet in Jo en gros Fried des Expo bis an de lächten Detail zu organisieren. Fäll de Retour den ass do. Net nëmmen ass de Festival la Graveur eng ganz gut besichten Expo, méi déi die kommen sinn und nach richteg Kenner a geneessen dat, wat sie hai Geburte kreien. Ich fand interessant den ganzen Prozess, dass du für dich eng Plack muss machen, die muss geritzt gehen und geätzt gehen und dann ja, dann das Verfahren vom Dricken und das einfach das, was ich immens flott fand, weil immens viel Handwerk dabei ist. Ne? Das ist nicht nur das Künstlerisch, das die gut muss malen und zeichnen können, aber auch wirklich Techniken muss beherrschen. Auch die Misele Gravurekunst bringt es also nachher fertig, Leid umzuzählen. Ein anderes wichtiges Kulturevenement zu Dickrich, das ist die jährliche Ausstellung vom Dickricher Fotoclub an der Haller Kirche. Die Ausstellung, die ist leider schon rüber, für die keine Gelegenheit sollte gehabt haben, bis Lunch zu gehen, einmal einen Überblick über das, was die eifrigen Hobbyfotografen hier zu bieten hatten. 2022 huet den Dickricher Fotoclub schon fir 17. Keier an der Haller Kirche ausgestalt. Auch dës Rendevous ass net mir als de Manifestationskalender ewäch ze denken. E fest Thema gëtt dobei nëtz. Stenge Fotografie ënnerleit immer enger grosser Variabilitéit. Wann den kontemporären Fotografie guckt, da gesäit den, dat eng gewissen Entwicklung ass. An mir sind natürlich auch davon beeinflusst. Als Dickricher Fotoclub von mir zum Beispiel ganz wichtig, dass den einer Autore gucke geht, Expositionen gucke geht, an die Stoff von der Inspirierung lässt. An die Inspiration, die findet sich auch immer an dieser Fotografie. Von Makrofotografie, was Street-Reportagen bis hin zu Naturmord geteilt wirklich von allem geboren. Ich war schon immer Kunst interessiert. An die alten Meisteren aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die mit ihrer subtilen Belichtung von ihren Naturmorten, das hat mich inspiriert. Und ich wollte unsere Belichtung noch mehr reduzieren, für wirklich eine Mise en Evidence von meinem Sujet zu machen. Das ist ein bisschen Zufall, weil ich bin ein Gelange sehr gegangen, du war ein ganz schön Luch da. Und ich durfte für was das nicht fotografieren, besonders an den Zähren als ein ganz schön Luch. An so eng diffus Lucht an dënne hun gedacht, oh, die Foto hat mir gefallen, probieren Nachtleit zu fannen. Du sind nicht lernst die verschiedene Gärte, die Kinder immer Männer Gärt, du sind nicht lernst die Gärte gegangen und schon Raner von, das sind alles Leute, die ich nicht kennen. Und schon sie gefragt, darf ich fotografieren an der Ozär, und die meisten waren d'accord. Also mein Foto, das in die ich mit der Focus-Stacking gemacht habe. Das ist eine Technik, wo ein mehr Foto möchte, wo ein Alkes den Fokuspunkt verschiebt, sodass ein so ein Blumenprofil bis Handen schön scharf kriegt, ohne aber den Hintergrund scharf zu haben. Die andere Schwierigkeit ist, dass die Blumen, das ist ja in der freien Natur gemacht, das wackelt wie ein Kohlschwanz. Ne? Und da muss ich entweder gucken, dass ich just fotografiert van gut keine Luft das, muss in kreativen Moment aufwerten. Oder aber muss sich helfen, da mit einer Klamm den Arsch feststellen.
Ja, das ist also mein Arbeit gewesen. Wo gehen die eng ausgefeilten Technik benutzen, so spielt es bei anderen eng manner groß Rolle. Beim Fotoclub von Dickrich geht es große Prinzip. Ich denke, was für uns als Fotoclub wichtig ist, dass du eine gute Idee hast, die mitbringst, also umsetzt. Ich fand Technik nicht so wichtig, ich fand die Bildidee fand ich wichtig. So hat sogar von den Hobbyfotografen sein egent Leben an der Ausstellung resümiert. Überraschend ist das auf alle Fall immer näes an Kreativität von den Fotoclub-Membern einfach nicht zu bremsen. Und damit sind wir schon am Ende von unserer Emission angekommen, heute aus dem Vintage Bar beim Cyril. Leben zu Dickrich, aber das geht natürlich 4 Runden. Für den Abschluss dafür heute noch eine Agenda mit dem, was ich den nächsten Monat werde. Ich bin mein Teil, so nicht Adi, und wünsche euch noch eine ganz schöne Zeit, bis am November nächst. Den 22. Oktober invitiert der Wisdom Dragon Academy Taekwondo Club von Dickrich auf 6 auf eine internationale Muay Thai Meisterschaftskompetition an der Alseerei. Ein Kampfabend, wo ihr garantiert auf seine Käste könnt. Den 30. Oktober dann als erst Sonntag, der freieren Mantelsonntag, wo ihn den ganzen Mittag über gute Affären an den Geschäften zu Dickrich machen. Der 5. November überdems könnt der bekannte portugiesische Fado-Sänger José Maloa an Maison Music op Dickrich. Den 11. November invitiert die Integrationskommission von Dickrich an die Alseerei op eng Soirée cubaine mit lateinamerikanische Klang. Eng multikulturelle Veranstaltung mit Tanzmusik, Essen und Trinken, auf 8 geht es los. Dieselben Abend ist schon 6:30 de Vernissage von der Retrospektiv mit Wirken vom bekannten Lützeburger Maler Theophil Staffen. An dieser Ausstellung, die bis Anfang Dezember dauert, kriegt ihr einen flotten Blick an das Leben von dem vielseitig interessierten Künstler.